Was für ein Pisswetter, hey. Willkommen zurück, Freunde, hier zu Fire Emblem Path of Radiance. Naja, der letzte Part da mit dem Kampf gegen den Schwarzen Ritter, der wäre wohl mehr schlecht als recht. Von dem her, naja, was soll man großartig sagen? Ich meine, wir sind cool, wir haben starke Attacken drauf und so. Die Moves würden stimmen, das Problem ist nur, der Ritter ist viel zu stark. Ja, anscheinend können da nur irgendwie mystische oder magische Waffen bei ihm irgendwie Schaden anrichten. In seiner Rüstung, die von der Göttin gesegnet wurde. Was für ein Quatsch soll das denn sein? Und ja, das heißt, wir haben da wohl noch ein bisschen was zu tun. Und sie hat dann noch ein bisschen was zu tun hier. Also dann gucken nach wegen Laguswacht und Uniwart, wobei ich würde sagen, die behalte ich mal bei ihr so. Kann ich nachher immer je nach Situation halt anpassen. Was ja nicht so verkehrt wäre. Gut, jetzt aber, wenn man sagen, weiter im Spiel war. Hier haben wir Geoffrey, ich glaube, dass wir den großartig irgendwie was machen können. Das wird wohl so bleiben. Auch mit eigenen Quatsch vermutlich nicht mehr, deswegen mal sagen, Marcia soll mal abschließen. Milord Ike! Prinzessin Alicia, ihr seid also doch gekommen. Dank eurer Worte haben meine beiden Freunde verstanden, wie wichtig mir dies war. Ich kann die Gefühle von Rittern nicht nachvollziehen, aber ich verstehe, wie wichtig eure ehemaligen Getreuen sind. Und ich verstehe auch, weil starke Unterstützung sie für euch sind. Ich bin glücklich, dass wir sie retten konnten. Das bin ich auch. Also gut, sollen wir zurückgehen? Da ich seit der Zeit mit ihnen kämpfen werde, sollte ich mich bei ihnen vorstellen. Warte, Milord Ike? Ja. Wie gesagt, jetzt sind Lucia und die anderen sehr wichtig für mich. Sie sind meine Familie. Auch wenn ich jetzt vielleicht anmaßend klinge, aber naja, Milord Ike, ihr und die anderen seid ebenfalls Untersetzer für mich, daher möchte ich euch um weitere Unterstützung bitten. Natürlich, es ist uns eine Ehre. Ob sich da vielleicht noch etwas anbandelt zwischen Ike und Alicia? Prinzessin! Geoffrey! Prinzessin, euch wieder zu sehen, das ist... Wenn ihr heute euer Leben verloren hättet, hätte unser Wiedersehen nicht stattfinden können. Geoffrey, habt ihr mir verstanden? Seid vorsichtig! Ja, Prinzessin Lucia. Lucia. Was? Ja, ja, Prinzessin. Lucia hat mir erzählt, was passiert ist. Uns Land und unsere Prinzessin existieren als Einheit. Wir wollten niemals euer Gefühl zum Wohl der Nation opfern. Bitte verzeiht uns. Ja, welch ein Glück, den weichen Kuss des Schicksals zu fühlen. Sobald die Wolken aufbrechen, versiegt der Regen. Der Himmel selbst singt und frohlockt. Unser wahrer Regent ist zurück. Oh, Prinzessin, wir geloben euch bis ans Ende der Welt zu folgen. Ihr seid die goldene Sonne, wir die Planeten, die auf euren Bahnen umkreisen. Wir werden nicht länger daran denken, mit ihr zu sterben wie ein Kavalier. Egal welche Schwierigkeiten sich uns in den Weg stellen, wir werden den Weg gehen, der es uns erlaubt, in eurer Seite zu stehen. Leben wir auch immer. Geoffrey, Juri, Lucia, danke, ich danke euch. Ich bin so glücklich. Mit euch an meiner Seite möchte ich das Königreich Crimea zurückerobern. Bitte stellt mir eure Stärke zur Verfügung. Natürlich! Für unsere goldene Sonne würden wir auf unser Leben verzichten. Wir drei schwören euch ewige Treue, Prinzessin Alicia. Naja, ob sie zu uns ins Team kommen, ist eine andere Frage. Aber egal, wir haben es geschafft, Kapitel ist beendet und wir können weitermachen. Ike und seine Gefährten durchbrechen die Belagerung des Schloss Delbray und schließen sich mit den Gefolgsleuten aus Crimea zusammen. Die Armee war niemals größer als in diesem Moment und zusammen mit den Gefolgsleuten wird sie ihrer Bezeichnung gerecht. Ihre heldenhaften Taten der letzten Zeit bewegen auch die zurückhaltenden Gallier dazu, ihnen Verstärkung zu schicken. Die sehnlichst erwarteten Krieger aus Gallia marschieren durch das gefährliche Maho-Gebirge an die Musik, dessen schroffe Gipfel sich südlich von Crimea strecken. Ja. Sie schlüpfen durch die Reihen der Dänen-Truppen und bewegen sich danach auf die Armee von Crimea zu. Gallia hebt sich! Diese Information ermutigt Ike und so marschiert er mit seiner Armee auf schnellstem Wege seinen neuen Verbündeten entgegen. Und damit ringfrei für Kapitel 25. Seltsames Land. Wieso? Wir sind in Crimea. Halle von Phoenix. Oh, was ist denn hier bitte los? Lien, ich komme herein. Scheinbar soll das irgendwie japanisch, aber rückwärts, und dann habe ich mal was gelesen. Wie fühlt ihr euch? Es ist schön zu hören, dass es euch gut geht. Das kann nicht überraschen, das ist ein schöner Tag.
Ja, wir fackeln ihm den Geruch des Meeres ebenfalls. Dann fängt Klaus an, auch ein wenig zu Hause zu fühlen. Gut, gut. Und wie geht es König Lorazi? Es hat angenommen, sein Zustand ist verbessert. Nun hoffen wir auf ein besseres Morgen. Ihr versteht die Worte Prinzessin nicht, war Euer Majestät? Ja, einige zumindest. Du warst gar nicht hier, als Raisin zum ersten Mal hier war, Lotz. Als ich ankam, war er ganz genauso. Das würdest du niemals vermuten, da er unsere moderne Sprache so fließend spricht, habe ich recht? Nun, der es erwähnt, fällt mir auf, dass er manchmal komische Wörter verwendet, wenn er wütend wird. Der Brief, der kürzlich ankam, ist in normaler Schrift geschrieben. In diesen 20 Jahren hat er dies wahrlich gemeistert. Du hast den Brief gelesen? Du kannst lesen? Ich habe nur kurz gesehen, dass er in der Hand hielt, das ist alles. Es tut mir leid, Euer Majestät. Du kleiner Spitzbube. Ja, das stimmt. Das ist ein Brief von Raisin. Die Armee von Crimea scheint sich sicher durch den gelangt zu sein und ist auf dem Weg in die Heimat. Ja, Raisin geht es gut, aber ich frage mich, was passiert ist. Ich habe uns keine Details, aber bitte Phoenix Verstärkung zu schicken. Wenn Prinz Raisin Hilfe bitte, muss die Lage ernst sein. Am liebsten würde ich mich sofort aufschwingen, aber ich kann König Lorazi und Lane nicht allein lassen. Ja, geht doch nur endlich mal. Nein, das werdet ihr nicht. Doch, ich gehe auch. Ich habe nichts zu an. Auf keinen Fall werdet ihr mit mir kommen. Ja, was für eine verrückte Idee. Ich denke, es ist an der Zeit, meinen Plan in Tat umzusetzen. Welchen Plan? So, aber wer keine Ahnung, wie ich das sonst irgendwie übersetzen soll. Gut, ich begebe mich nach Galen, um die Dinge zu organisieren. Lotz, möchtest du also auf Lane aufpassen, hier beim Packen hilfst. Ja, Sire. Ich habe keine Ahnung, was er sagen wollte. Vielleicht sollte ich lauter sprechen. Mach einmal die Ohren auf. Ihr wollt, dass ich das hier in die Taschen lege? Genau, Mann. Verstanden, hinein damit. Dann bekommen wir den Bogen raus. Ich lege das in die Tasche. Ja, schreib's noch lauter. Nein, das ist total falsch. Was? Stimmt das nicht? Du bist ein Arsch. Was macht dort hinter mir? Was? Jemand ist hinter mir? Zu spät. Was macht der da? Wie kam es so schnell auf Phoenix? Wenn deinen Vater tot sehen willst, dann schrei ruhig weiter. Scheiße. Alter. Schloss Crimea. Aschnat, wo bist du? Ja, die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Schau, was ihr verlangt habt. Zeig es mir. Hier entlang, Sire. Diese königlichen Huan-Reiher sehen alle gleich aus, nicht wahr? Vielleicht bestätigt dies nur ihre Abstammung, aber ihre Ähnlichkeit ist beunruhigend. Ich dachte, ihr wäret schon einmal im Besitz eines solchen Reihers gewesen. Ja, ich wollte, dass den dunklen Gott das Medaillon befreit, aber sie wurde nur krank und ist dann gestorben. Puh. Diese Kreaturen sind lächerlich schwach. Ich hätte sie sofort töten sollen, es hätte Zeit gespart. Da wir vorschlagen, dass dies hier vorsichtig behandelt wird, sie zu entführen war keine leichte Aufgabe. Du hast lange dafür gebraucht, das sieht dir nicht ähnlich, oder? Die scharfen Augen des Königs der Falken abzulenken, stellt sich als schwierig heraus. Es war sehr viel Planung und Vorsicht vonnöten. Erzähl mir nicht, dass es schwierig war, ich kenne dich doch. Ich weiß genauso, dass keine Puder verwendet hast, um dich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Das Puder nimmt mir meine Kraft, dafür verwende ich es nur, wenn es unbedingt sein muss. Du bist ein Enigma, Schwarzer. Alles, was du besitzt, trägt den Hauch des Todes von unbekannter Herkunft. Die Rüstung, die ich euch gegeben habe, befriedigt sie euch nicht? Doch, sie findet meinen Gefallen. Mein Weibern Rashayon und diese Rüstung, die den Angriff wirkungslos macht, beide stehen mir außerordentlich gut. Beide glänzen, weil sie mir gehören und das Medaillon und auch das Galdra. Beides gehört einfach in meine Hände. Bis bald zu der Wiedererweckung des dunklen Gottes kommen? Lass mich überlegen, die Bedingungen sind nicht schlecht, aber wie lange wird es anhalten? Ja, das spielt keine Rolle. Solange all meine Schachfiguren auf dem Brett verteilt sind, wird alles nach Plan laufen. Bald wird jeder vor Aschnat die Knie beugen. Ach du heilige Scheiße. Was geht denn hier vor? Was passiert? Mein König, Lutz, halt durch! Es tut mir so leid, die Prinzessin. Wer hat das getan? Wer hat der hinterhältige Feigling, der angetan hat? Ritter, schwarze Rüstung, stark. Lutz, nein! Verflucht seist du den. Das war ruchlos. Aber wenn ihr auf diese Weise spielen wollt, dann merkt euch, dass ich nicht so mit mir spielen lasse. Oh, der ist, glaube ich, ein bisschen sauer.
Heik, Mann, hier der Bericht. Ja, endlich mal. Meine Stimme. Goffrey, Lucia, Shure. Was, Goffrey ist auch dabei? Geil. Held Marcia. Was denn sonst? Vorgeschlagen, das wäre alles. Ja, wieder mal spannend. Jetzt den Rest des Parts noch irgendwie. Verdammt, jetzt haben wir natürlich zu wenig Zeit. Okay, dann schon wir langsam ein bisschen aufhealen. Das wird Alia machen. Und zwar mit der Schmiede. Ich denke, kann ich direkt jetzt schon einsetzen. Nee, natürlich nicht. Gut, du musst es nachher machen. Kevin, du legst mal den Schutz ab. Den Ritterschild behältst du mal noch. Dafür nimmst du mal ein Heilmittel. Wobei du hast du viel KP oder im Vergleich wenig? Eigentlich relativ viel, wa? Ich nur gerade wegen Rolf. Ne, nicht Rolf, war jetzt Beut. Weil natürlich mehr KP. Ja, ich tausche trotzdem mal mit ihr. Weil sie natürlich vor allem mit Offensive und da wird sie es eigentlich nötiger haben. So. Wie gesagt, Ding lasse ich bei ihr. Uniwachen Lagus, weil ich glaube, beides Kombination ist sowieso geil. Dann noch die hier. Der Schnitter brauche ich noch auf. Wir haben nachher noch einen weiteren hier. Also bald mal eine Bukati einsetzen kann. Ich meine, Rang A hat er schon, aber ist halt Rang S geht. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, Leute, keine Ahnung. Dann kann ich einmal das Eisenschwert hier abgeben. Bringt sowieso nichts mehr. Dann nimmt sie mal eine stärkere Silberwanze. Kann die auch ablegen. Rittertod. Kann man, es ist sowieso noch knapp vor dem Endspiel und so. Kann ich ruhig mal Stärkenwaffen auspacken. Langspeer behalte ich mal noch. Die Waffe. Ich gebe ihr mal ein Stahlschwert, aber ich denke mal, sowieso ein neues bekommen, wird sogar frisch geschmiedet. Mal gucken. D und A, ja, das neu das wird, Leute. I have no ID. Khalil, die kann eigentlich auch so bleiben, oder soll bei dir noch stärkere Magie verwenden? Geht eigentlich alles nicht so wirklich, war das war auch nicht an uns zu warten. Ah ja, genau, bei ihm eine Feuerlanze ablegen. Das bringt es ja kaum so, er hat noch einen Kurzspeer. Der macht zwar mehr Damage, aber natürlich beim Treffen ist so eine Frage, deswegen noch lieber einen Langspeer. Oder die neue Speere, ey. Was jetzt? Er hat schon eine Silberklinge, die aber den Geist aufgibt. Na, geben wir Meisterlanzen auch so. Wir wollten eigentlich langsam mal ein Elixier. Wir hätten eigentlich noch ein Elixier von uns allen. Er braucht es eigentlich auch nicht, beziehungsweise kann nur das hier nehmen. Du nimmst ein Elixier und gibst das Heilmittel, aber er wird dem wir relativ viel einstecken müssen und ja. Ich noch nichts sehe, das ist zum Wegrennen, leider Gottes. Ja, nimmst nochmal Heilung. Ulfi, bei dir passt ja eigentlich alles auch immer noch. Du kannst ihn immer noch nicht tragen, das wissen wir. Kann die eigentlich auch ablegen, weil da bringt es sowieso nichts. Wir müssen nachher mal aktivieren, wa? Was anderes versuchen, ich habe doch irgendwie noch Lagus-Steine. Aber sowieso selten gebraucht. Nee, aber gar nicht. Moment, wo sind unsere Lagus? Wo sind unsere Lagus? Oh, der kann noch einen. Ich gebe mal den hier. Sollte sowieso ein bisschen anders hier vorgehen. Wollen wir jetzt hier racen? Moment. Jetzt haben wir natürlich noch ihre Beorgwacht. Noch Lagus geeignet, genau. Ich leg's mal ab für doch mal einen Lagus, nur wenn wir irgendwie dann mal ein Team haben sollten. Kann durchaus sein. Geben wir noch einen Lagus-Stein ab. So. Ein bisschen eindeutiger, wer im Team ist und wer nicht. Ja, Brumsote, Tormod. Jo, also, wir haben die ersten 9 gemacht. Lucia. Schwertmeister, auch Level A. Und wie gesagt, wir brauchen nicht 2 davon. Das heißt, sie gibt das ab. Lagus-Wacht ebenfalls. Die Frage ist, wer kriegt die zweite Lagus-Wacht? Das müsste ja fast Marcia sein, wa?
Ja, müsste sie. So. Was vielleicht bei ihm noch cool wäre, aber nee, sind so schon die schnelleren, die müssen weiter vorwärts kommen und so. Das passt. Rolf haben wir schon. Racing, Lucia ist jetzt also raus. Du bist ebenfalls raus, Kumpel. Tut mir leid. Goffrey, war noch die Frage. Er ist ein Rittmeister. Wo ist eigentlich, na toll, vielleicht hier oben. Du bist jetzt echt, dass da nicht irgendwie der miteinander vergleichen kann, war. Hatten so 18, 9, 17 auf der Seite. Ja, mehr Magie zwar. 22, 13, 19. Ne, mag ein cooler Typ und so weiter sein. Elite eventuell relativ schnell Level noch. Das wäre cool, aber wir haben schon Rittmeister und bin sowieso. Kann ich nicht alle irgendwie einsetzen, von dem her. Nee, passt's. Okay, jetzt haben wir Boyd. Der kann ich so belassen. Wobei, wäre vielleicht noch cool, wenn du etwas kriegen würdest im Sinne von Heilmittel. Jo. Volker passt auf. Passt auch. Ranulf wäre eigentlich jetzt im Team. Der hat, wieso hast du eigentlich ein Elixier? Tschüss. Gatry ist hier raus. Das heißt, er kriegt erst. So. Stimmt langsam wieder, wa? So. Jetzt halt die Frage, gehe ich. Ja, wir machen halt hier weiter, wa? Jetzt haben wir einkaufen gehen zum Gucken. Was haben wir hier Schönes? Ich will mal gucken, ob wir überhaupt einen Vorrat haben. Ja, noch 3 Stück da. Langschwert, wenn nur 1 drin haben, dann nehmen wir mal ein weiteres nach. Silberlanze, aber gar nicht mehr so viele. Nee. Geld haben wir ja genug, das ist kein Problem. Dann haben wir noch 2. Okay, Silberaxt kann sowieso aktuell noch kaum jemand tragen. Stabaxt passt auch. Silogen, Elfenlichter, na ja, toll. Und vielleicht auch alles noch. Mann, oh Mann, ein cooles Item, nö. Ja, und der gleiche Rotzfreunde. Ein Schmied. Wenn man was zum Werfen war. Auch hier nur ein normales Feuer. Ach, das ist alles doof, ey. Gut, wir gucken mal noch, Leute. Erfahrungspunkte mäßig. Direkt mal das nächste Level. Für unseren Ike. Den Master Lord. Yeah, man, noch mehr Magie für sein Donnerschwert, geil. Das weiß mir zu gefallen. Zack. Und Alia. Die Master Valkyrie. Das war einmal das für die Verteidigung, aber naja. Wo haben wir gerade noch Rolf? Natürlich direkt mal Level 13. Ich versuche Rolf erst auf Level 15 zu entwickeln. Dann hoffentlich noch ein bisschen was rausgeholt. Aber auch der hat vor allem Fähigkeit, Stärke und Geschwindigkeit. Das ist natürlich wichtig für ihn. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir gehen langsam die Punkte aus, man merkt's. Ja, denken wir vor allem die Schwächen, war, dass ich denen noch ein paar Punkte gebe. Wozu brauchst du Magie, Alter? Genau, dann lasse ich mal die noch, weil sonst direkt alles weg. Abgesehen davon bringt sowieso kaum etwas. Syhawk, da kommt sowieso keiner noch nach. Ja, denk mal einfach mal alle sicher Level 10 bringen. Wäre sicher jetzt nicht so verkehrt. Chill ist auch gut, da muss man noch gucken. Die sind schon fast ein bisschen zu stark, dahin natürlich nicht. Ball ist ein anderes Thema, da muss man gucken, wie ich mit dem mache. Na komm, gebe ich hier noch ein paar. Der guten Khalil! Jo, nicht schlecht. Not bad, not bad. Fähigkeiten, ich habe ein paar neue, war. Was zur Auswahl zumindest. Ich wünschte, ich könnte mir irgendwie Itier geben, aber hat er natürlich nicht. Das bringt ihm nichts. Auch wenn eine Einheit mitreißt.
Das ist natürlich geil, aber wer könnte das irgendwie... Für sie, wa? Kann sie natürlich retten und wer trotzdem... Alter, direkt beides geben. Geht gar nicht, Schutz wäre sicher mal dafür, wa? Soll ihr das geben? Eine Fähigkeit bleibt, mir bringt nicht viel. Ja, bereits die Sonne, massieren, Negation kann sie nicht, wird ihr noch ein bisschen zu wenig. Er mit seiner Kühnheit, Negation. Wenn noch geil, weil du so einen General hast, der etwas negieren kann. Also sogar 2 davon, gegen den Schwegheim-Kampf wirkungslos machen. Rolf als Scharfschützen? Ja, nee, falls wir noch Kult bekommen und so, warte ich mal noch. Nee, komm, noch gib's unserem geilen Ritter hier, General, Entschuldigung. Yes, man. Naja, geht von mir noch besser, aber egal. Beute nimmt noch Energie und Pain, das passt eigentlich auch. So, Unterstützungsgespräche noch kurz, Leute, und dann noch Info und dann können wir im nächsten Part dann richtig loslegen. Guten Tag, Graf Shuri. Oh, Lady Lucia, geschenkt mir einen Kuss auf ihre zarte Hand. Tut mir leid, Mann, ich habe den Klingel geschafft, meine Hände sind noch ganz beschmutzt. Was? Oh Mann, nee, Lala, Lucia mit langen Haaren. Irgendwie stehen die lange Haare gar nicht, kann das sein? Vielleicht ist es irgendwie eine Frisur selbst oder es irgendwie so blau sind, aber wohl eher türkis. Eher kurze Haare würden ja besser stehen. So wie sie eigentlich auch beim Nachfolger ist, wa? Mit einem bisschen, ich sehe bis 5, sagst du dich, oder du spielst mal eine Wurfkunst. 1, 2, 4. Ist doch alles geil, Mann. Shuri, hallo. Und nur, dass er noch nicht geforscht hat, was zum Frühstück hatte, okay. Der Commander Ike. Ich diene keine Nation, ich arbeite für Ike selbst. 10.000, was? Bezahlen und dann gebe ich die Antwort. Okay. Was, 10.000 bezahlen, dann kriegt ihr die Antwort? Was zum Henker? Seltsam. Okay, Info. Junge Juri Mann. Was? Junge Juri Mann. Okay, Juri und ein Mann gibt einen Junge oder was? Alter Schwede. Mein Herr, entschuldigt mein Herr, wollt ihr etwa in die Gebirge? Da oben sind viele Soldaten, die schwarz gekleidet sind. Diese Typen, sie haben meinen Papa getötet und das Dorf gebrannt, ist, also sind ins Gebirge geflüchtet. Leute, geht nach da oben, nehmt sie auch vor, ja? Lass es dafür büßen. Bitte, mein Herr, sagt ihr, dass es tut. Meine Mama, meine Schwester und ich können irgendwo hin. Ich will in die Hütte, die Papa gebaut hat. Verstehe, wir werden uns um diese Typen kümmern. Du bleibst noch eine Weile hier und wartest, okay? Ja, zeigt's hin, Herr. Oh, warte, ich hab gehört, wie die sich darüber unterhalten haben. Oh, machen Sie mal einen Schlagplatt. Was haben sie gesagt? Wirklich? Okay, danke, Mann. Tötet sie alle, tut's meinem Papa. Oh, so ein kleiner Junge sagt, tötet sie alle. Voll brutal irgendwie. Aber ja, es ist halt Krieg und das ist natürlich sowieso brutal genug. Entschuldigt, habt ihr einen Moment Zeit? Für was gibt es? Meine Augen erkennen sie, Ike. Geschätzter Herr? Ein bisschen unterhalten, also bin ich so ein geschätzter Herr und so, im Namen nur Ike. Ja, das ist natürlich geil und wenn alles gut geht, sind sie froh, wenn das Schicksal schlecht meint, dann wird sie wütend. Wenn man mir befehligen kann, wage ich mich auch. Gedanken geplagt, hört zu, ich übrigens so ein Soldaten, so in den Geschichten und Witzen, hat stets ein offenes Ohr. Hurra, mein lieber Sir, hurra, wir sind in der Zeit. Studieren. Schau meine Augen, keine Ahnung. Ein Mann so edel und ehrlich, dass er seinesgleichen sucht. So edel und ehrlich, dass selbst der Mond ihm das Auge auf ihn wirft. Bitte was? General. Das ist weil. Mondquatscher so etwas. Also Hühner merkt nicht, wie der König über Körper die Ruhe umfangen möchte. Einen süßen Schlaftrunk zubereiten. Warm und köstlich süß auf den Lippen. Macht der. Ja, schon wieder. Gibt einen besonderen Spruch, einen besonderen Namen dafür. Ja, wisst schon, Mann, wie heißt der? Warme Milch mit Honig, aber, hat er einen anderen Spruch noch. Egal. Eine Tasse Tee. Nee, warme Milch mit Honig. Oh Mann, ey. So, dann machen wir ganz kurz. Wer ist denn das? Largo. Hey, du da, kleiner Mann. Ich habe etwas Wichtiges mit dem General des Armee zu besprechen. Können Sie meinen Nach von mir bringen?
Und du bist? Der Name ist Largo und ich bin ein Berserker von Weltklasse. Ein Berserker, geil! Berserker von Weltklasse, ein sehr merkwürdiger Titel. Was soll das? Was ist meine Stärke? Ich kann einen Tiger mit bloßen Händen bändigen und schreite hier keine heiße Luft. Crazy. Ein General soll mich anheuern, dann wirst du das schon sehen. Da kann entscheiden, wie viel ich wert bin, wenn ich mich in der Aktion gesehen habe. Und dann bin ich weg. Hä? Wenn ich jetzt hast du Selbstbewusstsein? Sag ich doch. Berserker von Weltklasse. Schau, wie ich diese Lanz verbiege. Die kostet Geld, Alter. Du bist dabei. Ja, wenn du so einen General bringst. Ich bin der General. Wahaha. Was lustiges kleines Kerlchen. Wahaha. Aber jetzt mal ernsthaft, was ist das des Generals? Das Groß da vorne? Largo? Hey, ich dachte mir, dass ich dich hier finde, Khalil. Du siehst scharf aus. Hast du scharf wie ich? Ist das, Ihr Mann? Bist du da hier, um nach mir zu sehen? Das ist schade für dich. Mein Vertrag mit dieser Armee wird so schnell nicht auslaufen. Ja, ich muss das sagen, deshalb werde ich mich euch auch anschließen. Was? Werdet Largo wirklich anheuern, General Ike? Das ist der Plan. Hä? Das kleine Kerl ist der General? Es geht doch nicht meine Groß. Du lange dich beleidigt habe, kleiner Mann. Oh, er ist so ein Kasper. Wir haben genug, gut daran getan, ihn anzuheuern. Er ist nämlich ein Berserker von Weltklasse. Ja, das hört euch bereits. Wir nehmen eigentlich 2 Tiger zur gleichen Zeit. Das war fantastisch. Crazy. Ja, wenn es ein Berserker im Team wollen wir verarschen? Ein Berserker, Alter. Level 7, okay. Wow, okay. Hohe Geschwindigkeit, das gefällt mir. 21, 4, 21, 20. Naja, warte, eigentlich. Gar keine Fähigkeit, wollen wir verarschen, aber immerhin Rang A, okay. Silberachs, Kurzachs, ist doch nicht geil, Mann. Ich frage mich gerade. Boah, du bist ja unser Krieger, also bist sozusagen, ja, was ist gleich ungefähr. Ein bisschen mehr Power. Der Rest ist dafür schlechter. Tja, Freunde. Ich fürchte, Beut fliegt raus. Tut mir selbst weh in der Seele, aber das muss wohl sein. Jetzt mal bei ihm ewig keinen Brauch bis also da oben haben und so weiter und mal gucken. Largo ist mein Name, werter Herr. Silberaxt hat er bereits, ne? Kurzaxt. Ich würde eigentlich lieber einen Wurfball geben. Die Kurzaxt für jemand anderes. Dann könntest du eigentlich noch eine Kriegeraxt geben, nehmen. Meisteraxt braucht er nicht. Oh, aber ich habe eine Idee, Freunde. Ich habe eine Idee. Aber das finden wir dann erst im nächsten Part heraus. Was eine geile Idee ist. Und, jo, das wird geil werden. Nehmen wir jetzt da noch in den Stabaxt etwas? Nur X, aber okay. Ja, Leute, muss sagen, nächsten Part geht es hier weiter. Mit Largo, wenn wir den mal ein bisschen trainieren und mal gucken, was er drauf hat. Und ich glaube, das könnte noch geil werden, wenn wir so behaupten. Nur Fairness drauf, verarschen. Man kann sich nicht lernen, wa? Doch, können, da bringt natürlich nichts, verdammt, hey. Ja, ich muss gucken, was wir machen kann. Aber